Genau 2 Jahre ist es her. Es war nur noch eine Frage der Zeit. Jetzt aber hat auch die Schweiz ihren ersten Coronavirus-Fall. Und plötzlich ist es ganz schnell gegangen. Das Coronavirus zwingt die Behörden zum Handeln. Der Bundesrat verbietet in der ganzen Schweiz Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen. Läden zu, die Schule fällt aus, die Grenzen sind dicht. Bleiben Sie zu Hause, vermeiden Sie Kontakt mit anderen Personen. Wir haben mit Kinderreporterinnen und Reportern über die 2 Jahre geredet. Das ist unser Thema heute in deinen SRF Kindernews. Genau seit 2 Jahren ist Corona bei uns. Es tönt unglaublich, oder? Die traurigste Zahl: in dieser Zeit sind in unserem Land über 12'500 Menschen mit oder am Virus gestorben. Wir wollen heute in dieser Sendung zurückschauen. Und natürlich gibt es auch das mal ein kleines Quiz vorweg. Was bedeutet eigentlich Corona? A. Corona ist Spanisch und bedeutet Höchstfieber. Oder B. Corona ist Latinisch und bedeutet auf Deutsch Krone. Die Form des Virus sieht eben ein bisschen so aus. Die Antwort gibt es wie immer in dieser Sendung. Ja, 2 Jahre Corona, für uns alle sicher nicht immer eine einfache Zeit, aber eine, die so oder so in die Geschichte geht. Und wir alle sind Teil davon. Wie haben das unsere Kinderreporterinnen und Reporter erlebt? Ich habe es getroffen und mit ihnen geredet. Wann hast du das erste Mal gemerkt bei Corona, dass da etwas Ernstes ist? So, am Anfang war ich nicht so beunruhigt, weil ich wusste, es war nur ein Fall. Da habe ich mir noch keine Sorgen gemacht. Wir sind heimgegangen und der Fernseher ist gelaufen und es ist wie so Restaurant zu, Schule zu. Dann sagt die Mama mit dem Papi so, ja, jetzt am Montag gehst du nicht mehr in die Schule. Ich so, was? Aber als es dann mit der Schule losgegangen ist, habe ich gemerkt, ja, es ist vielleicht doch ernst. Ja, irgendwie hast du Angst bekommen, weil dann hast du gemerkt, irgendetwas ist nicht mehr normal. Was nachher mehr geworden ist und es vom WHO als gefährlich, als Pandemie gestuft wurde, habe ich mir schon einen Kopf gemacht darüber. Wenn du jetzt auf die 2 Jahre zurückschaust, was ist, wenn man so will, der Tiefpunkt oder das Traurigste? Ich war traurig, dass ich meine Freundinnen nicht treffen konnte. Man war auf einmal traurig, dass man nicht in die Schule gehen konnte nach längerer Zeit. Ja, das ist schon komisch, dass man ab so etwas traurig ist. Ich meine, das hat man vor 2 Jahren das nie im Leben gedacht. Vor der Sommerferien, so 2 Wochen vorher, haben wir nie gewusst, ob wir nicht mehr nach Portugal gehen können. Und dann war das so, oh nein, also, ich wollte die Familie sehen, ich wollte meinen Großvater sehen. Und dann war es halt einfach so halt, jetzt ist halt einfach nicht mehr so lustig mit dem Ganzen. Wenn ich dann im Fernsehen die Bilder sehe von denen, die auf der Intensivstation irgendwie in Amerika liegen, vollkommen überlastet, dann habe ich mir schon gedacht, ja, wie kann das nur passieren? Vom Traurigen kommen wir jetzt auch zum Schönen. Hat es Sachen gegeben, die dich besonders gefreut haben oder die besonders schön waren in den letzten 2 Jahren? Das Ausschlafen. Wir durften ausschlafen. Wir hatten auch viel mehr Freizeit, viel mehr Ausflüge gemacht. Also so ein bisschen in einem kleinen Kreis, halt in den Wald und haben so Sachen gemacht. Und so Sachen waren mega cool. Ja, ich denke halt Lockerungen, so wieder in die Schule gehen, juhu. Halt all das, was nachher, wo man schön empfindet durch die negativen Sachen, das ist wie, ich glaube, das werde ich für immer mitnehmen. Weißt du eigentlich, von wo das Wort Corona kommt? Nein, das weiß ich jetzt wirklich gar nicht. Ich habe das Gefühl, etwas Lateinisch. Ich glaube, weil das so aussieht wie eine Corona, heisst es Corona. Ein Forscher hat, glaube ich, das erste Mal, oder keine Ahnung, einen von den ersten Mal gesehen und hat gefunden, es sieht aus wie eine Krone aus. Bing! Wenn man das Virus ganz genau anschaut, dann hat es um das Bülleli herum, wo es ja ist, so verschiedene Zäckchen. Und die Zäckchen sind wie Zäckchen von einer Krone. Und auf Latinisch heisst Corona dann eben Krone. 2 Jahre Corona, klingt noch unfassbar viel Zeit. Wie lange hast du gedacht, am Anfang, wo es losgegangen ist, wie lange das da geht? Ich hätte so gesagt, so
ein halbes Jahr. Ein Monat am Anfang. So, ich habe gedacht, am Anfang, ja, geht vielleicht jetzt 1 Jahr. Oder 5 Monate, aber sicher nicht 2 Jahre. Ja, dass die Pandemie tatsächlich 2 Jahre geht, da hätten am Anfang wahrscheinlich die wenigsten von uns gedacht. Wenn es jetzt um den Schluss davon geht, dann sagen Expertinnen und Experten, müsse es ganz zu einer Endemie werden. Was so eine Endemie ist oder was man unter endemisch verstehen muss, das erklären wir da jetzt. Im Moment stecken wir noch immer in der Corona-Pandemie. Das bedeutet, wir haben es mit einer Krankheit zu tun, die vor 2 Jahren neu aufgetaucht ist und sich in kurzer Zeit über die ganze Welt ausgebreitet hat. Überall auf der Welt gibt es immer wieder große Corona-Wellen, also Ausbrüche, bei denen sich sehr viele Menschen gleichzeitig anstecken und einige davon schwer krank werden oder sogar sterben. Die meisten ExpertInnen sind sich sicher, dass Corona nie wieder ganz verschwinden wird. Sie sind aber zuversichtlich, dass sich aus der Pandemie eine Endemie entwickeln wird. Von einer Endemie spricht man, wenn eine Krankheit in einer Gegend, zum Beispiel der Schweiz, heimisch geworden ist, also wenn sie immer da ist. Zwar stecken sich dann weiterhin regelmäßig Menschen damit an, aber nicht mehr so viele. Und es werden auch viel weniger ernsthaft krank. Corona wäre dann also längst nicht mehr so gefährlich wie während der Pandemie. Damit das Coronavirus endemisch werden kann, müssen ausreichend viele Menschen einen Immunschutz dagegen haben. Das heißt, das Abwehrsystem ihres Körpers kennt das Virus schon und ist dadurch vorbereitet und besser geschützt. Dies durch eine Impfung oder weil der Mensch die Krankheit schon hatte. Wann es von einer Pandemie in eine Endemie geht, hängt also davon ab, wie schnell viele Menschen einen guten Immunschutz gegen das Coronavirus aufbauen können. Auch wenn das Coronavirus in der Schweiz endemisch wäre, könnte es trotzdem noch kleinere Wellen geben, also beispielsweise mehr Ansteckungen im Winter als im Sommer. Wo es einen solchen Ausbruch gibt, könnten dann vorübergehend auch wieder Schutzmaßnahmen sinnvoll sein, zum Beispiel Masken tragen oder regelmäßige Tests. Insgesamt aber kann der Übergang von der Pandemie zur Endemie bedeuten, dass wir in der Schweiz ohne große Einschränkungen mit dem Coronavirus leben können. Zusammen mit der Mathilda, der Paula und dem Nick schaue ich auf die Corona-Zeit zurück und auf spezielle Sachen, die plötzlich wichtig geworden sind. WC-Papier. Yeah, WC-Papier. Corona, Hamsterkäufe, WC-Papier. Hamsterkauf. Auf einmal haben alle Leute WC-Papier gekauft. Im Lockdown oder auch die ganze Zeit hat man mega suchen nach WC-Rollen, weil im Coop, im Migros und in anderen Läden hat es einfach keine WC-Rollen mehr gehabt. Ich hatte nie irgendwie Sorge, dass das WC-Papier ausgeht oder so. Desinfektionsmittel, um halt die Hände zu desinfizieren. Das ist flüssig. So. Also wir haben gelernt, man muss ganz so fest und dann noch so mit den Händen, dass alles ganz weggeht. Und es stinkt. Es gibt so ein paar, die richtig grusig schmecken. Dann lüpft es mich gerade. Aber egal, hauptsächlich die Viren sind abgetötet. Jetzt mit Handwaschen, desinfizieren, wo man heimkommt, ist Handwaschen. Und dann ist es mega rauch geworden. Und dann haben wir immer so Handcreme kaufen, Handcreme. So viel Handcreme manchmal auf den Händen gehabt. Ich verstehe das sehr gut, geht mir genau gleich. Und zum Glück habe ich eine Kokosnuss-Handcreme. Und darum schmecke ich den immer so gerne an den Händen. Verstehst du mich? Hallo? Hören Sie mich? Ich habe jemanden kennt, wo mal der Vater einfach ins Bild gelaufen ist und irgendetwas gefragt hat. Hast du schon den Geschirrspüler ausgeräumt? Gang weg. Ich habe da eine Besprechung, bitte weg. Immer schön mit dem Knopf. Es gibt Leute, die es überkreuzen, aber das ist nicht meins. Also mit 11 ist es ja egal, wenn sie vergisst, aber mit 12... Oh, Maske, schon wieder. Oh. Jetzt, wenn man irgendwie einen Film schaut oder so, und dann die Leute mit
ohne Maske gesehen, dachte ich mir, hey, wieso haben die jetzt keine Maske? Die ältere Generation hat sie meistens so gehabt. Oh ja. Ja, man kann es machen, aber ist halt nicht sicher. Wir sind sicher, wir haben sie so an, also no problem. Aber die sind die Risikogruppe. Die Buben haben bei uns immer so irgendwie gemacht. Das Heinzelmännchen, genau so. Das habe ich ein bisschen speziell gefunden. So. Oder zum Beispiel beim Herrn Parmela mit seinem Doppelkönig sieht es komisch aus. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Sehr gut, genau. So kann man gerade in den Winterpfuß wieder gehen. Ja, Masken und Massnahmen sind wir jetzt nach 2 Jahren zum grössten Teil wieder los. Hoffen wir, dass es möglichst lang so bleibt. Noch kurz ein Wort zum Ukraine-Konflikt. Du hast ja diese Woche sicher auch davon gehört oder gelesen. Infos zu der aktuellen Lage findest du jederzeit auf srfkids.ch. Und in einer Woche berichten wir hier in dieser Sendung dann ausführlich über die neuesten Entwicklungen in dem Konflikt. Wenn das auf keinen Fall verpassen willst, dann abonniere doch gerade jetzt noch unseren Kanal SRF Kids auf YouTube. Ich wünsche dir jetzt eine ganz gute Zeit, hab Sorge und Baba.